Hi op diesem sonnigen Sommerdach. Das ist mein erstes Video an dem neuen Kanal Lux Econom. An mein Video die gehen auf Lützeburg. Und zwar habe ich festgestellt, dass es nicht viel lützeburgischsprachige Informationen und Videos über die Ökonomie, Makroökonomie gibt. Ich habe vor 6 Jahren autodidaktisch angefangen damit, nachdem ich einen Beitrag vom Herr Andreas Popp gesehen habe, habe ich mir Bücher mal zugelöscht und habe ich mir andere Bücher zugelöscht. Und mittlerweile sind 6 Jahre vergangen. Und ich denke, dass in der Zeit für ich meine Sachen, die ich da gelernt habe, vielleicht ein bisschen mit zu teilen, weil es in der Zeit ist, dass wir auch ein bisschen wegkriegen gehen. Das ist wie den amerikanischen Autobauer Ford sagt, wenn die Menschheit heute das Geldsystem verstehen, dann hätte man mal die Revolution auf der Stoß. Oh, wie war das? Nun, an diesem ersten Video geht es mir also darum, für Schmatzedelen, weil ich hier auf Welt, falls dann Interesse besteht. Es gibt eine ganze Gruppe Sachen, die an der Ökonomie können aufhören. Das ist extrem komplex und noch recht schwierig. Für mich auch absichtlich schwierig gehalten, dass nicht gerade die Verein sich mit dem Thema befassen soll. Ich kenne ein paar Beispiele, was man da trädieren. Heute probieren ich nach ein bisschen über Fett zu schwätzen, über Bürgergeldaufschaffung. Des Weiteren schwätzen wir dann über Fiat Money, über Globalschulden, über Banken, wie Geld entsteht. Und, wir können dann noch auf die einzelnen Institutionen gehen, wie zum Beispiel der ESM, der IWF und alles, was da eben so gibt. Fangen wir mal an mit dem Ursprung allen Übels. Den 22. Dezember 1913 ist eine Zentralbank in Amerika gegründet. Ein ganz wichtiges Datum, das die Menschheit noch viel darunter zu knallen hat. Und zwar FED, Federal Reserve Act, ganz genau. Das ist einfach ein Gesetz. Und die Zentralbank ist eigentlich von 8 privaten Banken gegründet worden. Und das hat gehört mit föderal zu tun, das ist genauso föderal wie FedEx. Nun haben wir dann eine Zentralbank in Amerika, die Geldschöpfung dem amerikanischen Government aufgeholt hat. Dafür ist eben, wie gesagt, den 22. Dezember 1913, schwedisch für einen hellen Abend, natürlich ein strategischer Tag. Woodrow Wilson, war damals 3 Monate Präsident am Amt, war wahrscheinlich für genau für das durchzuboxen am Amt gewählt ging. Du hast die Leute noch erklärt, die Jungen, passiert wie viel das gleich kriegt, die können ruhig gehen. Und dann hast du den Akt durchgeboxt ging. Nun, wenn das geschieht, in Amerika hat das Government das Recht auf Geldprägung verloren. Wenn also das amerikanische Government Geld gebraucht hat, dann haben sie sich Geld bei Fed sichern wollen. Ich will noch nicht so was für Banken da dran sind, das könnt ihr gerne aber kreieren. Die sozusagen 8 Privatbanken, 8 größer. Und logischerweise verlangt dann die Bank, in diesem Fall die Fed, hier Zinsen. Um die Zinsen geht es. Den amerikanischen Government geht also hin, und er schreibt dann seine Prämien, die er gemietet hat, und er verpflichtet sich auch zurückzubezahlen plus Zins, und Zinseszins, und kriegt dann geral auf ihr Konto irgendeinen Betrag, was sie gerade gebraucht haben, überwiesen. Dann muss das amerikanische Government die Summen natürlich die Summen zurückbezahlen. Mittlerweile belaufen sich Schulden vom amerikanischen Government auf über 15 Billionen, das sind 15.000 Milliarden Dollar. Pardon, Euro. Wir haben ja in Euro gerechnet. Das sind 15 Billionen Euro. Und es geht just darum, für die Banken
Government die Zinsen zurückbezieht, weil momentan kann kein Land auf dieser Erde, sie sind alle verschuldet, zumindest alle, die am Euro und am Dollar hängen, die können ihre Schulden nicht mehr zurückbezahlen. Aber es geht just darum, für Zinsen zu kassieren. Eine dramatische Entwicklung. Wird zu der FED seit ihrer Gründung 1913 bis 2013 war gerechnet ging, als der Dollar 97% devaluiert, also aufgewertet. Das heißt, ein $100-Schein, also 100 Jahre noch nach $3 wert. Eine schöne Entwicklung. Den Präsident Woodrow Wilson, der damals beim FED-Act durchgeboxt hat, wurde sich im Stirbebett gesagt, dass er nicht bereit die Decision durchzuholen. Er wollte selber wahrscheinlich noch nicht. Gut. Wir gehen natürlich auch die einzelnen Themen an spezielle Video nach ein Kadoban. Just ein kleiner Aperçu, dass ihr wisst, welches geht, was werde ich schon werden an einem Video. Dann kurz zur Bürgergeldaufschaffung. Also das so, dass wir hier in Europa den 500er-Euro-Schein seit dem 1. Januar nicht ausgehen, andere doch zurückgehalten, und das zwar noch am Umlauf, aber das noch gültig, aber das so gut wie weggeholt aus dem System. In Australien als der nächste Schein, den die Australier nach den australischen Dollar, das sind 50 australische Dollar, entspricht 35 Euro ungefähr. Just zu weisen, gut Richtung hier geht. Nun geht es auch an Menge möglich, Leute, die sagen, das ist mir scheißegal, ich bezahle sowieso mit meiner Kreditkarte oder mit ihrem Handy mittlerweile. Und sie hat ja da nicht zu fertigen. Nun, der Staat erzählt es dann, dass was ja knascht Geld, wenn das dreckig ist, die identifizieren am Kriminalitätsrat, so Sachen, was anscheinend für die Bürgergeldaufschaffung schwätzen. Mehr Wirklichkeit hat das ganz andere Ursachen. Ich kenne nicht daher pur. Die erste Ursache ist so, dass wir bei unseren Banken, wenn ihre Kreditsicherung gibt, und die Banken, wo ihre Kreditsicherung gibt, just nach 1% Deposit, das heißt ein Rückhalt von Geld oder Vermögen, die sie dann müssen haben, für das Geld entsprechend zu lehnen. Also so Fiat Money, Giralgeld. Die können dann für einen Betrag auf ihr Konto überwiesen und sie haben maximal 1% Deckung für das Geld. Sie haben die überhaupt nicht. In England ist es so weit, dass man bei 0% depositiert. Und das Problem liegt daran, dass natürlich auf der Bank nicht mehr so viel, dass die überhaupt kein Geld mehr auf Lehrer haben. Wenn also pro Leute bei ihnen auf die Idee kommen, hier theoretisch Geld, was auf dem Konto steht, abheben zu gehen, dann kann keine Bank das mehr bezahlen, weil sie das Geld einfach nicht tun. Und da muss die Zentralbank extrem schnell drücken und ihnen das Geld zur Verfügung stellen, was ja schon an der Vergangenheit zum Beispiel an London geschehen ist, mit Banken. Aber im Prinzip ist es so, dass keine Bank das Geld mehr bezahlen. Das nennt eine Bankrun. Zum Beispiel in der schlechten Zeit in 2008, wie man die Lehman Brothers Krise hatten. Und da sind Leute auch direkt auf die Banken gelaufen und hier so aufgebucht. Du hast das noch gut gegangen. Aber dass der Bankrun den du gefährdet wird. Ne? Und das ist natürlich, wenn es kein Geld mehr gibt, kann ich mir auf die Bank rennen, für sein Geld sichern zu gehen. Das ist eine erste Sache. Eine zweite Sache ist, mit Bürgergeld kann die Stadt ihr Schmanner überwachen. Mit einer elektronischen Zahlung können RW an der Archive alles, was gemacht wird, komplett rekonstruiert gehen, die geht also zu einem gläsernen Mensch. Wenn du zum Beispiel von Bürgergeld aufgeschafft hast, und die geht das anders bei den Bäcker und das System funktioniert nicht, da gibt es keinen Bredescher. Oder wenn der eine Schuld von dir hat und die kriegt automatisch aufgebucht, muss er mal reklamieren gehen. Wenn die Kreditkarte nicht funktioniert,
muss der reklamieren. Also ganz komische Entwicklungen, die du auch zurückkommen. Wie gesagt, ob die jetzt Themen gehe ich nach mir genau an, nicht für erst ein bisschen zu weise Partei, ob ihr zurückkennt an dem nächsten Video. Es sind gerne auch für Kritik, Urigungen oder Tipps, wie auch immer, oder Themen, wo da ein Vorhut oder wo sollten speziell trittiert gehen. Ich habe meinen Platz so nicht schmerzlich für nur gucken von meinem ersten Video. Ich hoffe, ihr sind ein bisschen tolerant für die kleinen Inconvenienten, die ich im Video und das, wie gesagt, mir nicht. Ich bin auf diesem Platz, merci. Und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Kehr an.